Ja, 5:1. 5:1, liebe Freunde. Hallo, Moje. Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir erleben ein absolutes Debakel, ein absolutes Desaster, eine Vollkatastrophe, die man kaum in Worte fassen kann. Das versuche ich aber trotzdem und ja, das hier ist meine Reaction auf das gestrige Spiel, auf das absolute Debakel, das wir ertragen mussten. Und bin mal gespannt, inwieweit das hier ausartet, weil ich wollte eigentlich ein bisschen mit den Ragen und dem Aufregen runterfahren. Wollte ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Geduld zeigen, etc. BP. Wisst ihr was? Ich werfe das Ganze jetzt über den Haufen. Naja, wie habe ich denn das Spiel verfolgt? Eigentlich kaum. Ich habe bis 19 Uhr gearbeitet und größtenteils im FC-Radio verfolgt und habe dann ein bisschen abgewartet, ja, ob ich irgendwo noch eine Zusammenfassung finde. Und naja, da ich ja, wie einige von euch wissen, kein Sky habe, musste ich ein bisschen halt abwarten, bis die Zusammenfassung irgendwo auf YouTube zu finden war. Gibt da so einen Kanal. Hab zwischendurch bei X-Hamster nachgeschaut, ob diese Tororgie nicht vielleicht da schon gelandet ist. War nicht der Fall, obwohl es mich nicht überrascht hätte. Weißt du kannst die Punkte im Rückspiel direkt per Einschreiben nach Darmstadt schicken. Machen wir einfach ein Grillfest im Stadion stattdessen. Ne? Weil die wissen ja, wie sie gegen uns zu spielen haben. Wir haben denen ja offensichtlich nie was entgegenzusetzen. Spätestens seit gestern ist eines klar. Wir sind definitiv da, wo wir hingehören. Und uns sollte endgültig bewusst sein, dass wir ein legitimer Zweitligist sind. Und das wird auch bis auf Weiteres so bleiben, liebe Freunde. Wenn die Neuzugänge im Winter entweder nicht einschlagen oder nicht anständig integriert werden. In dem Punkt liegt die Aufgabe beim Trainerteam. Wobei ich mir langsam immer mehr die Frage stelle, ob die Arbeit mit Struber noch besonders lange fortgesetzt wird. Sage ich ganz ehrlich. Naja, versuchen wir doch den ganzen Bums da irgendwie aufzuarbeiten, weil ich werde jetzt nicht hier jedes Tor rekonstruieren. Was? Hier, einfach kurz und knapp, hier sind die Torschützen. Hornby für Darmstadt, 11. Minute. Ausgleich Lemperle, 38. Minute. Hornby nochmal, 40. Minute 2:1. Dann 3:1 Littberg, 4:1 Förster, 19. Minute. Vukotic. Aber summa summarum zusammenfassen kann man einfach nur, die Abwehr kam einfach nicht hinterher, hat sich überlaufen lassen. Nichts war für Darmstadt gestern leichter, als gegen uns Tore zu erzielen. Wirklich. Defensiv wirkten die Beteiligten beim FC, als ob sie gestern das erste Mal in ihrem Leben Abwehr gespielt hätten. Immer zu spät, immer die Räume geöffnet, alles auf dem Präsentierteller. Darmstadt musste teilweise nicht mehr als nur einschieben. Ja, das eine Tor, da wollen wir nochmal lobend rekonstruieren. Meiner wird von links geschickt. Seine flache Hereingabe landet bei Lemperle, der es dann schafft, Torwart Schuhen zu überwinden. Kurz gefreut haben wir uns da alle. Ja, kurzer Moment der Freude. Ich habe das so im Auto noch gehört, hab nur noch Ja gebrüllt, dann eine Minute später. Naja, kurz gefreut, danach wieder Zeuge geworden, dass unsere Abwehrspieler nichts weiter als Statisten an diesem Abend waren. Wir sprechen vom 2:1. Direkt eine Minute nach dem Ausgleich. Ja, und die ganzen Torschützen habe ich euch schon aufgezählt. Ne? Die ganzen Analysen und die ganzen Rekonstruierungen des ganzen Spielgeschehens, das kann ich mir nicht anmaßen, weil ich habe nicht die ganzen 90 Minuten gesehen. Das haben schon bisher zu diesem Zeitpunkt Pierre und Taubi, also Köln in Zeit und Taubi, aufgearbeitet. Da seid ihr am besten aufgehoben. Hier geht es um den emotionalen Part. Das hier ist ein Meinungsvlog, nochmal so als kleiner Disclaimer. Jedenfalls auch hier das letzte Tor. Ein Landsmann von mir, Alexander Vukovic, verwandelt nach einem Freistoß per Kopf problemlos das letzte Tor dieses Abends. Für mich wirkten sie summa summarum in allen Punkten überlegen. Wir wurden deklassiert. Das muss man einfach so sagen. Und dass Meiner so einsam und alleine die Mauer bilden musste, war ein Offenbarungseid der Einfallslosigkeit. Na, wisst ihr, was soll ich großartig sagen? Kennt ihr den Film Texas Chainsaw Massacre? Das Spiel nenne ich ab heute Darmstadt FC Saw a Massacre. Und jetzt mal so eine Frage an die Spieler, weil gestern wurden wir wieder von reichlich Fans begleitet. Motiviert euch das nicht, dass der FC von einer Masse an Fans begleitet wird? Oder jagt euch das Angst ein? Überfordert euch das eventuell? Wäre es euch lieber, dass die Spiele in Zukunft in einer Bibliothek ausgetragen werden?
Weißt du, die armen Schweine, die zu einer absoluten Unzeit nach Darmstadt gereist sind und nicht nur Aufwand betrieben haben in Sachen Fahrtkosten und so weiter. Ey, da waren gestern safe Leute dabei, die frei nehmen mussten, Überstunden abbauen, Urlaub nehmen oder krank gefeiert haben. Für euch! Verlieren kann man. Aber das war gestern ein Schlag in die Fresse jeder einzelnen Person, die diesen Aufwand für euch betrieben haben. Und dafür solltet ihr euch schämen. Dafür solltet ihr euch schämen. Und da reicht es nicht, mit gesenktem Kopf vor die Kurve zu trotten. Lasst euch was einfallen, ihr Babys! Ihr kleinen Babys, die ihr ständig nach Trost und Pusten aufs Auer hofft, wenn ihr reingeschissen habt. Und ja, der eine oder andere wird sagen, boah, der ist so negativ und so weiter, wie der über seinen Verein redet. Moment, sage ich, es geht nicht um den Verein an sich, es geht um die handelnden Personen. Der FC ist in meiner Wahrnehmung der geilste Verein der Welt. Und wie heißt es doch so schön im für mich schönsten Kurvengesang: Rot steht für die Liebe, die mein Herz zum Schlagen bringt, Weiß für die Erfolge, die uns nie mehr einer nimmt. Wisst ihr, ich fühle diese Zeilen, ich liebe diesen Verein und bin stolz, dass er mal so erfolgreich war. Das nimmt uns keiner mehr. Aber er wird dilettantisch geführt und unsere Mannschaft oder unserer Mannschaft fehlt die nötige Ernsthaftigkeit, Weitsicht und Balance. Und das spreche ich an, eben weil ich diesen Verein so sehr liebe. Weil ich nicht erleben will, dass er irgendwann mal dieselbe Scheiße erleben muss wie Kaiserslautern oder 1860 München oder schlimmer. Liebe kennt keine Liga, okay? Aber ich kann momentan auf die Frage, wo siehst du den FC in 5 Jahren, aktuell keine positive Antwort geben, weil mir dafür tatsächlich die Fantasie fehlt. Naja, und bevor jemand fragt, wie ich das lösen würde, keine Ahnung, aber es ist zu spät für einen Umbruch. Wir dürfen erst in 2 Monaten die Mannschaft verstärken. Auf gut Glück könnte das schon mal das Fundament bilden, aber das Haus ist am Ende der Saison nicht gebaut. Seid euch da mal sicher, liebe Freunde. Wir steigen garantiert nicht auf. Dafür haben wir an Punkten zu wenig vorgelegt und liegen gelassen. So wird das diese Saison laufen. Aber je eher ihr euch damit abfindet, wie auch zufrieden gibt, dass wir nochmal eine Ehrenrunde in der 2. Liga machen, umso weniger seid ihr enttäuscht. Allerdings sage ich von heute an, dass Christian Keller nicht in der Lage ist, den Verein sportlich gesehen, nicht finanziell, zu stabilisieren. Es wird nicht seine Leistung sein, falls die Saison doch noch ein sportliches Happy End hervorbringt. Und so wie es aktuell läuft, wird das sportliche Happy End eher ein vorzeitiger Klassenerhalt sein. Größeres Potenzial sehe ich mittlerweile nicht mehr. Ja, und liebe Freunde, einen meiner absolut treuesten Follower, auch hier wie auch auf Instagram, MoneyCCAA, ja, ich habe doch gesagt, es gibt 1000 CCAAs, deswegen überlegt euch doch mal, ob wir den Kanal weiterhin so nennen. Der hat mir gestern geschrieben und ich habe ihn gefragt, ob ich ihn zitieren darf. Also das ist jetzt Moneys Meinung dazu. Ja, ich gehe mal davon aus, du wirst wieder einen lieben Kommentar hier hinterlassen. Also, Money schrieb mir, Struber hat es versäumt, die vorhandenen Spieler professionell zu integrieren. Ein Weschenbach wird konsequent ignoriert, bis er keinen Bock mehr hat, seinen Vertrag zu verlängern. Das gleiche macht er mit Bakatukanda und stellt Heinz auf. Obus, einer der Spieler der abgelaufenen Drittligasaison, steht ebenfalls außen vor. Da frage ich mich, was aus Elmaler werden soll, wenn der nach dem Sommer von Viktoria rüberkommt. Vielleicht auch im Winter, ich weiß nicht, da ist anscheinend eine Klausel drin. So nur mal nebenbei von mir reingeschoben. Dann sagt Manni noch, er schafft es nicht mal Finkgräfe, einer unserer besten Spieler der abgelaufenen Saison, nach seiner Verletzung wieder vernünftig in den Spieltagskader einzubinden. Packt stattdessen wieder und wieder Totalversager aus. Selbst U-Nationalspieler wie Thielmann vercoacht er vollständig. Der Trainer, also das ist jetzt seine Meinung, der Trainer muss weg, inklusive der sportlichen Leitung, die zum wiederholten Male in ihren Personalentscheidungen versagt hat. Ja, da stimme ich ihm im Prinzip schon mal zu, was die Personalentscheidungen betrifft, weil diese Leute schaffen es nicht, den Verein als attraktiv zu verkaufen, als ein attraktiver Arbeitgeber, als ein attraktives Projekt. Okay, ich mag diese Bezeichnungen wie Projekte nicht, es ist immer noch ein Fußballverein. Aber ja, da stimme ich Ihnen schon zu. Ich weiß auch nicht, wen wir stattdessen als Struber überhaupt bekommen würden, bei der Art und Weise, wie dieser Verein scoutet. Und ich glaube, viele sagen uns auch immer ab. Deswegen, ein Gesamtfazit meinerseits zum Trainer erlaube ich mir vielleicht so
kurz bevor wir vor dem Hinrundenende stehen. Da wird das ungefähr so von mir kommen, weil dann möchte ich mir wirklich ein Gesamtfazit, ob das mit diesem Trainer weitergehen soll oder nicht, erlauben. Aber Stand jetzt, immerhin, was ich ihm zugutehalten möchte, ist, dass er hin und wieder mal versucht, seine Fehler zu beheben, aber dann macht er wieder die gleichen. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich wüsste mal gern, wie es nach dem Winter laufen würde, wenn er dann seine Verstärkung bekommt, an denen er wohl mitarbeiten würde, wenn er bis dahin noch Trainer bleibt. Aber die Trainerdiskussion, die machen wir von meiner Seite, sie hat jetzt Money aufgemacht, das ist seine Meinung und die respektiere ich. Meinerseits kommt diese Trainerdiskussion erst in so ein paar Spieltagen auf, wenn dann so ungefähr der Dezember an die Tür klopft. Ach, wisst ihr, diese ganze Geschichte, wisst ihr, warum ich mich darüber so aufrege, warum es beim FC so scheiße läuft, warum die Zukunft jetzt immer mal wieder auf dem Spiel steht? Wisst ihr, ich habe so einen Kumpel, der ist auch FC-Fan. Der hat wirklich seit Ewigkeiten eine Dauerkarte und der ist so einer von dieser Fraktion, der sich gegen 50+1 ausspricht, weil der hat einen schlimmeren Pillenkomplex als ich, okay? Und der ist der Meinung, 50+1 sollte abgeschafft werden. Wir sollten dann nicht nur einen Investor, sondern sogar dann, wenn es abgeschafft wird, einen Besitzer reinholen. Der meinte, ich will hier einen Scheich haben, der uns mit Geld zuscheißt. Dann spielen wir wieder Champions League und den ganzen Kram. Ich will nicht, dass er recht hat. Ich mag es, dass der FC ein gewisses Prinzip hat. Dass dieser Verein seinen Fans gehört. Dass wir auch, die sich für eine Mitgliedschaft entschieden haben, dass wir Mitbesitzer bei diesem Verein sind. Es ist ein Prinzip, das mir den FC so sympathisch gemacht hat. Und es tut mir einfach weh zu sehen, dass es vielleicht auch möglicherweise aufgrund dessen so schief läuft. Ja, wir leben in Zeiten, wo das Ganze hier sehr wie eine Firma geführt wird in den Vereinen. Wir sind den anderen Weg gegangen. 100% Mitglieder geführt. Ja, aber die Sache ist halt die. Irgendwie sorgen diese Leistungen auch von den Spielern, wie auch von den handelnden Personen dafür, dass das irgendwann mal auf dem Spiel steht. Und das gibt dem Affen Zucker. Dem Affen, der 50+1 in Frage stellt. Ich meine nicht meinen Kumpel, ich meine halt, ne, so allgemein. Und das tut mir halt so weh. Ich würde gerne sehen, dass der FC an seinen Prinzipien festhält und dass es Erfolg hat. Ja. Das ist alles, was ich für heute dazu zu sagen habe. Ich habe ja gesagt, das wird eine Rollercoaster-Saison, eine Achterbahn-Saison. Mal gewinnen wir, mal verlieren wir. Das wird sich auf jeden Fall nicht positiv auf das Thema Aufstieg auswirken. Aber ich hoffe, dass diese Siege zwischendurch, die definitiv kommen werden, uns auf jeden Fall einen frühzeitigen Klassenerhalt sichern können, sodass wir für die nächste Saison den Aufstieg planen können. Ja, diese Transfersperre hat wirklich einen absoluten Riss in dem Verein gebracht. Wir sind seitdem nicht mehr auf der Spur. Man merkt es. Und ja, hoffen wir, dass das Ganze noch irgendwie ja, gut für uns ausgeht. Also ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt hier wirklich jetzt krass in Sachen Klassenerhalt zittern müssen und so weiter, aber wir müssen aufwachen. Wir müssen aufwachen. Das ist einfach. Das ist mein Schlussplädoyer dazu. Ja. Hoffen wir mal, dass die nächste Woche ein bisschen besser abläuft. Aber schminkt euch bitte das Thema Aufstieg ab, damit ihr alle nicht allzu sehr enttäuscht werdet. Ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Ein Like, ein Abo und vielleicht das Video zu teilen, würde den Kanal extrem weiterhelfen. Da wäre ich euch sehr verbunden. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns noch wiedersehen.